Vor der chinesischen Botschaft in Jakarta, Hauptstadt Indonesiens, sammelten sich Menschen, um die Unterdrückung der Uiguren in Ostturkestan anzuprangern. Organisiert wurde der Protest von der Union indonesisch-muslimischer Studenten. Sie forderten sofort den Stopp der menschenunwürdigen Tyrannei an den Uiguren und demonstrierten gegen Chinas Handeln in Bursa. China interniert derzeit etwa 4 bis 5 Millionen Uiguren in Lagern, in welchen die Inhaftierten gefoltert und der Parteilinie angepasst werden. Die Gefangenen verrichten im Auftrag der Kommunistischen Partei und unter Androhung von Strafe Sklavenarbeiten, dessen Produkte dann an die Vereinigten Staaten exportiert werden. Die Außenminister der Türkei, Russland und Iran einigten sich darauf, die Bemühungen um die Konferenz der Verfassungskommission im Jahr 2019 zu intensivieren. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu sprach von der Arbeit der Kommission, die einen wichtigen Punkt für eine Verfassung erreicht habe. Nach dem Treffen, welches im Genfer UN-Gebäude stattfand, verkündete Russlands Außenminister Lavrov, dass die Gespräche zwischen den 3 Garantieländern und den syrischen Fraktionen positiv verlaufen sind. Das Königliche Institut der Vereinigten Streitkräfte deklariert in einem Bericht, dass der Einsatz chinesischer Drohnenaktivitäten im Nahen Osten gestiegen ist. Die Drohnen werden bei militärischen Operationen eingesetzt, die viele Menschenleben kostete. Donald Trump hat eine Präsidentenanweisung zur Gründung einer Weltraumarmee unterzeichnet, die anschließend dem Kongress vorgelegt und von diesem abgesegnet werden muss. Mike Pence, Vizepräsident des Weißen Hauses, sprach von dem Weltraum als Kriegsbekämpfungsdomäne wie das Land, die See und die Luft. Auch der Verteidigungsminister James Norman Mattis äußerte, dass der Weltraum immer mehr zu einem Kampfgebiet werde, bedroht von Russland und China, und dieser Realität müsse man sich stellen.